Das nächste Schiff und die nächsten Gegner sind vor uns. Ach, wie schön. Na komm. Sehr gut. Da habe ich jetzt irgendwo geht kehrt. Da hinten sind's. Au! Voll auf die 12. Wer ist das? Koloss. Das ist schon ein bisschen zäher. Ah, nur klar. So. Eine da in den Tunnel und die nächsten geht ab heute. Ab heute, ja genau. Ab heute geht im Angebot. Danke fürs Speichern, Spiel. Ich hätte sicher wieder vergessen. Sehr gut. Hui! Runter hier, dann trinkst du heute ein Bier. Boah. Was ist denn da hinten? Gibt's da irgendwas? Schaut nicht danach aus. Dann ab durch den nächsten Tunnel. Damit kommen wir weiter zur nächsten großen Hummel. So, hinein da mit uns, sagte Hinz und Kunz. Hoppala. Gusch. Du bist hier der Nichtvermelder. Was? Ah ja. Und jetzt haben sie da unten praktischerweise Barrieren aufgestellt. Ist da halt noch irgendwo ein dritter gewesen? Nö. Nö, dem war nicht so. Aber man könnte doch, wie viele Stufen haben wir denn? 4 Punkte. Weißt du was? Ich habe eine Idee und die ist gar nicht. Die ist gar nicht einmal so unblöd. Unblöd. So. Bei der Tali machen wir da weiter. Und bei ihr machen wir da überall einen Punkt einer. Sturmgewehr. Da und da. Perfekt. Speichern. Ja. Bin ich mir sicher, Spiel. Da drüben.
Kein Kontakt, Commander. Sehr gut, Ashley, sehr gut. Das gefällt mir. Schilde sind unten. Ja, das freut mich für die. Sehr gut. Schau. Sehr gut. Haben wir noch irgendwo was? Ah, da hinten. Na los jetzt. Wow. Wir müssen dort kurz warten, bis wir die Medigel wieder einsetzen können. Da wird das Gewehr zu heiß. Glaube, wir sind fertig, Commander. Richtig. Greifen Ziel an. Sicher. Normal ist ja die Elektromusik nicht meins, aber es gibt schon ab und zu mal so Sachen, wo man sich denkt, ja. Da ist es halt mit viel klassischen Elementen verbunden. Was aber jetzt meines Erachtens noch nicht einmal schlecht klingt. Hoppala. Schilde deaktiviert. Ja, Ash, was will das machen, ha? Schilde sind unten. Störer online. Schau. Na, was hieß? Ah, falsche Richtung. Ich flicke sie wieder zusammen. Richtig. Ah, die Pistole ist zu heiß, okay. Scheiße!
Es hab ich wieder nicht geschaut. Zu heiß. Wow. Boah, Tali, der schreckt mich nicht nochmal so. Dir sag es. Ah! Ich gehe gleich wieder drauf. Jetzt steht mir sie wieder im Weg. Mädel. Aber die KI kannst du wenigstens brauchen, was? Die Begleiter-KI. Jetzt hast du den großen den großen beseitigen, das würde ich sagen. Oh Gott, das ist eine Mission, Alter. Da. Aber du siehst absolutes Chaos. Absolut. Shit. Adrenalinschub. Overkill lädt auf. Was hab ich? Einigkeit. Info. Squad-Mitglieder können sofort geheilt werden und im Kampf wieder, falls sie niedergestreckt wurden. Ich bin bereit, Shepard. Jawohl, danke Baby, danke Mauser, danke. Ah! Alter, wer kratzt denn da hinten an meinem Arsch? Ah! Ja, Treffen ist eine Kunst für sich. Wo ist denn die Tali? Die liegt schon wieder. Wow, diese Steuerung zeitweise. Ich weiß nicht, wie man die einstellt gescheit.
für mich gewesen. Geht es im Hintergrund eh nicht weiter, gell? Nein. Jetzt habe ich da 2 Punkte. Was ist das? Wir werden dort 2 Punkte vergeben. Dann, Sturmangriffstraining und... Ah, shit! Und sie hat auch nur einen Punkt. Was ist das? Basispanzerung. Sie hält momentan nichts aus. Da lädt sie überall alles noch auf. Was ist da? Ist einsetzen, Schildboost. Einsetzen, Schildboost. Ah, der ist langsam. Wenn wir so einen großen wegkriegen täten, tat man uns auch einfacher. Puh. Den müssen wir wegbringen. Sehr gut. Sehr gut. Ah! Du eingestaubte Hühnerkacke da oben. Die hol jetzt over. Und da hinten ist auch noch irgendwo einer. Sehr gut. Jawohl, wir sind ja nur 2-mal gestorben. Super toll. Na gut. Aber da lassen wir uns nicht unterkriegen. Sondern nur die Fresse verbiegen. Gut. Jetzt müssen wir nur schauen. Ich glaube, Ausrüstung. Boah, alles nehmen. Bist du deppert. Jetzt schauen wir mal da durch. Avenger 3. Avenger 3 Sturmgewehr. Universalgel. Universalgel. 164, 7366. Hast du was? Universalgel, Universalgel, Universalgel. Und die stoppen wir jetzt aus, genau. Universalgel. Dann haben wir die Pistole. Stinger, die war gut. Und die können wir alle in Universalgel umwandeln, was wir sicher später brauchen werden. Präzisionsgewehr. Da war die, also das ist ja die gleiche.
Die braucht aber irrsinnig lang, bis sie ankühlt. Sie macht zwar irrsinnig gut Schaden pro Sekunde. Mal schauen wir. Ist wurscht. Ein bisschen Risiko müssen wir jetzt halt eingehen. Können wir löschen. Können wir auch löschen. Perfekt. Wir werden jetzt mal speichern. Und da müssen wir aufhören. Ah, seid ihr da, Mädels? Sehr gut, sehr gut. Mehr ganz was Neues, dass die da schon angreifen. Ja. Medigel. Fahrstuhl. Das machen wir gleich. Sieht aus, als hätte sich diese Höhle um die Ruine gebildet, nachdem sie erbaut wurde. Ja, das werden wir alles noch rausfinden, Tali. Da brauchst du keine Sorgen machen. Shepard böse schauen. Wird aber nicht besser. Ashley? Da liegt was schon. Wo? Ah, da. Proteanische Bauten sind für die Ewigkeit. Sieht aus, als hätte sich hier ein Lavastrom ergossen. Richtig. Ich vermute es mal, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt weiß, worum es geht. Könnte mir vielleicht jemand helfen? Bitte? Können Sie mich hören da draußen? Ich sitze in der Falle, ich brauche Hilfe! Alles in Ordnung? Was ist Ihnen zugestoßen? Hören Sie zu. Dieses Ding, in dem ich bin, ist so eine Art proteanische Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie mich rausholen, okay? Wie sind Sie hier gelandet? Als die Gate auftauchten, versteckte ich mich hier drinnen. Können Sie das glauben? Geht hinter dem Nebel? Ich aktivierte die Abwehrvorrichtungen des Turms. Ich wusste, dass das Barrierefeld sie fernhalten würde. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Ihre Mutter arbeitet mit Saren zusammen. Auf wessen Seite stehen Sie? Was? Ich bin auf keiner Seite. Ich bin zwar Benesias Tochter, aber ich bin anders als Sie. Ich habe seit Jahren nicht mit ihr gesprochen. Holen Sie mich nur hier raus. Wir müssen nur einen Weg finden, wie wir dieses Energiefeld umgehen können. Es ist ein proteanisches Barrierefeld. Ich wusste, es würde mich vor dem Gate schützen.
Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Wir finden einen Weg, Ihnen zu helfen. Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrierevorhang kommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Seien Sie vorsichtig. Da war auch ein Proganer bei den Gate. Sie haben verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, hinter das Barrierefeld zu kommen. Ja, irgendwas wird uns schon einfallen. Weitere Überstunden, die wir halt schieben müssen. Der ist Babutski. Was blinkt da? Keine Ahnung. Oh, die ist gut. Okay, jetzt sehe ich immer gar nichts. Der ist weg. Die ist weg. Dann kann uns keiner an Schaden bereiten. Was? Minenlasersteuerung, Code eingeben. Jetzt kann ich wieder nicht speichern, Schweindeln. Bereich noch nicht frei von Feinden. Erleichtern wir uns das Leben. Nehmen wir wieder alles mit. Shit. Und dann hat es wieder alles zerrissen. Okay, dann geben wir jetzt mal da den Code ein. Können wir speichern? Ja. Wie jetzt? Kapier jetzt nicht ganz. A. A, X. A, X, B, Y. A, X, B, Y. A, X, B, Y. B. A, X, Y. A, X, B, Y. Ja, was haben wir denn da? Hä?
Sind wir bei der Tali. Ah, bei der Liara. Wie sind Sie hier reingekommen? Ich hielt es für unmöglich, die Barriere zu durchbrechen. Wir haben uns mit dem Bergbaulaser reingesprengt. Natürlich. Klar, das ergibt Sinn. Holen Sie mich bitte hier raus, bevor noch mehr geht kommen. Der Knopf da drüben sollte das Kraftfeld abschalten. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Getes auf mich abgesehen? Ob Benezia was damit zu tun hat? Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Denk schneller, Miss Experte für Proteaner. Die Röhre? Aber Was zum Teufel war das? diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat es nur noch schlimmer gemacht. Wir haben vielleicht 10 Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt! Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten. Das muss schneller gehen. Habt Geduld, Mädels. Jetzt sind wir im 4-Meter-Haus. Und es wird nicht besser. Nö. Schaut immer böse. Geben Sie auf. Oder auch nicht. Das wäre amüsanter. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hier bricht alles zusammen. Berauschend, nicht wahr? Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Vielen Dank, aber sie bleibt bei uns. Das war keine Bitte. Saren will sie und er bekommt immer, was er will. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. Boah. Alter, der hört sie wieder, das Pferd. Der Schlauch in schläuchenden Schleppen. Da schau, sie zittern vor Aufregung. Los! War knapp, Commander. Noch 10 Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Die Normandy ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen.
Dabei könnten unsere Sensoren verglühen und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Wir sind da draußen fast umgekommen und Ihr Pilot macht noch Scherze? Es war Joker, der uns gerettet hat. Er hat ein Recht darauf, ein paar böse Scherze zu machen. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit Ihrem Volk, Commander. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Geth hätten mich sicher getötet oder mich zu Saren verschleppt. Was will Saren von Ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit ihnen passiert sein könnte. Aber wie alt sind Sie denn eigentlich? Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin nur 106. Was? Ich hoffe, dass ich in diesem Alter auch so gut aussehe. Ein Jahrhundert erscheint einer kurzlebigen Spezies wie Ihnen wie eine lange Zeit. Aber für Asari-Maßstäbe bin ich fast noch ein Kind. Darum bekommen meine Forschungsarbeiten auch nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Nur aufgrund meiner Jugend lehnen die Asari-Lehrmeister meine Theorien über das Schicksal der Proteaner ab. Ich habe meine eigene Theorie über das Verschwinden der Proteaner. Bei allem Respekt, Commander. Ich habe schon alle Theorien darüber gehört. Das Problem ist, Beweise für diese Theorien zu erbringen. Die Proteaner haben uns auffällig wenig hinterlassen. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Wie kommen Sie auf diese Theorie? Ich dachte, es gäbe keine Beweise. Ich arbeite seit 50 Jahren an dieser Sache. Ich habe jedes noch so kleine Bruchstück untersucht. Und langsam beginnen sich Muster abzuzeichnen. Muster, die auf die Wahrheit schließen lassen. Es ist schwer, das alles zu erklären. Ich habe keinen bestimmten Punkt, der meine Theorie stützt. Es ist mehr eine Ahnung, die sich nach 50 Jahren Forschung eingestellt hat. Aber ich weiß, dass ich richtig liege. Und früher oder später werde ich es beweisen können. Es gab andere Zivilisationen vor den Proteanern. Der Zyklus hat sich schon viele Male vorher wiederholt. Was für ein Zyklus? Wovon reden Sie da? Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht, den Reaper. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Auf Eden Prime gab es einen beschädigten proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Geth Eden Prime angegriffen haben. Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko wert. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Jegliche Informationen, die sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Das hilft uns nicht, Saren zu finden oder die Röhre. Natürlich, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Leider habe ich keine Informationen, die Ihnen auf der Suche nach Saren oder der Röhre helfen könnten. Ich weiß nicht, warum Saren hinter Ihnen her war, aber ich denke, dass es besser ist, wenn Sie mit uns kommen. Danke, Commander. Saren wird mich vielleicht weitersuchen. Hier auf Ihrem Schiff fühle ich mich in Sicherheit. Und vielleicht kann Ihnen meine Kenntnis über die Proteaner noch weiterhelfen. Und Ihre biotischen Fähigkeiten könnten uns auch im Kampf weiterhelfen.
Schön, Sie bei uns im Team zu haben, Liara. Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Oh, mir ist gerade etwas schwindlig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nicht schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal überdenken. Sind wir fertig, Commander? Wir sprechen wieder, wenn Sie die Ärztin gesehen haben. Alle anderen, wegtreten. Die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zoni bei Ihnen an Bord ist. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Liara ist auf unserer Seite. Die Geth haben versucht, sie zu töten. Benesia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet. Vielleicht weiß sie nichts davon. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Zumindest aber war die Mission ein Erfolg. Abgesehen von der vollständigen Zerstörung einer bedeutenden proteanischen Ruine, war das eigentlich wirklich notwendig, Shepard? Das muss ich mir nicht antun. Verbindung ist abgebrochen, Commander. Ach, das muss ich mir nicht antun. Ach Gott, jo, so ist es im Leben. Gut, wir haben uns da jetzt ein bisschen durchgeboxt und ich hätte gesagt, warte mal, wir schauen jetzt einmal Squad. Oh Gott, wir müssen aber der Liara auch noch Punkte vergeben. Wurscht. In der nächsten Aufnahme werden wir zurückkehren auf die Zitadelle, werden dort ein paar Sachen neu erledigen. So wie die Keepers kennen und. Da werden wir sicher einiges haben, was wir zurückgeben können an Missionen. Und dann werden wir mal die weiterleveln, aufleveln, zerleveln, umleveln und ja, so einige Dinge halt noch nebenbei machen. Gell? Also dann, ich wünsche dir was, ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt bei der Gaudi und wir sehen uns das nächste Mal wieder auf der Normandy. Bis zum nächsten Mal, Baba!